Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Geht's gut. Die Mehrheit weiß noch nicht, was sie spüren und denken soll oder fühlen soll. Wir sind in der Serie #Jesus. Bald ist Ostern. Und heute geht es um ein weiteres Mysterium an diesem Kreuz, wo wir uns in den letzten Wochen beschäftigt haben und auch noch beschäftigen wird. Und heute geht es um ein Erdbeben. Wir leben hier, und das denke ich, die meisten von euch wissen das, in der aktivsten Erdbebenzone in der Schweiz, nach dem Wallis. Bei uns rumpelt es nach dem Wallis am häufigsten hier in dieser Region. Man kann auf dieser Erdkarte dort sehen, extra aus der Schweiz, Earthquake Map Switzerland. Letztes Mal im Februar in der Nähe von Mühlhus hat es wieder richtig gerumpelt, 2,1. Das haben wir nicht gespürt, aber dauernd ist hier in unserer Region was los. Eben nach dem Wallis ist das die zweithöchste seismische Gefahrenzone der Schweiz. Und historisch gesehen sind Erdbeben in Basel und der unmittelbaren Umgebung seit dem 14. Jahrhundert an sich gut dokumentiert. Und man geht sogar davon aus, dass im Jahr 250 nach Christus hier schon ein richtig heftiges Erdbeben war in der Region Augusta Raurica. Das letzte große Ereignis hier in unserer Region, ich denke, die meisten kennen dieses Datum, 1356, hatte eine Stärke von 6,6. Es war nachmittags um 4, 5 war das erste Beben und abends um 22 Uhr kam das große Beben. Die meisten Menschen sind rausgelaufen, die größten Zerstörungen und die meisten Todesopfer hat es an sich nicht durchs Erdbeben gegeben, sondern durch all die Feuersbrunst und all die Dinge, die drumherum passiert sind auf der Straße, wo Leute denn umgekommen sind. Aufgrund der hohen seismischen Gefährdung und der Bevölkerungsdichte und den Bauten, die wir hier in der Region haben, hat die Stadt Basel und die Region hier drumherum das höchste Erdbebenrisiko in der ganzen Schweiz. Das höchste Erdbebenrisiko in der ganzen Schweiz. Und es liegt daran, dass Basel oder hier die Region am Ende von diesem Oberrheingraben liegt. Das grenzt nordöstlich so an den Schwarzwaldmassiv und in eine andere Richtung grenzt es dann an den Tafeljura und den Faltenjura. Und verantwortlich dafür ist diese geologische Struktur, die im Untergrund hier zu finden ist. Und das ist der Rheingraben. Und der Rheingraben ist Teil vom europäischen Graben, der von der Nordsee bis nach Südfrankreich runtergeht. Und wir sind hier in diesem Knick am Oberrheingraben drin. Und das Spannungsfeld hier, was sich bei uns hier regelmäßig immer wieder entlädt, das führt man zurück auf so eine Plattenverschiebung. Das ist anders wie in den Erdbeben in Türkei und Syrien vor kurzer Zeit, sondern hier in unserer Region schieben sich Platten aneinander vorbei und die verhaken sich dann. Und dann wird eine große Spannung und dann auf einmal gibt es einen Ruck und dann brumm, dann rumpelt es und dann sind die Platten wieder ein Stück weiter gezogen. Und man rechnet damit, irgendwann sollte hier wieder ein richtiges fettes Erdbeben stattfinden. Wir warten nur drauf. Es soll sich schon lange eine Spannung aufgebaut haben und irgendwann entlädt sie sich, diese Spannung. Und genau das Entladen von so einer Spannung hat auch beim Tod von Jesus Christus stattgefunden. Es wird berichtet vom Erdbeben in Matthäus 27. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme und verschied, und siehe da, der Vorhang im Tempel riss entzwei von oben bis unten und die Erde bebte und die Felsen barsten. Es hat auch da in der Region auch so eine Verschiebung und auch da gehen Gräben entlang. Und just zu dem Tod von Jesus Christus findet dieses Erdbeben statt. Und dieser Tod von Jesus Christus hat wie ein Anfang vom Ende vom System eingeläutet. Ein System, wo sich permanent geweigert hat, dem Ruf von Jesus zu folgen, seine Berufung verleugnet hat, Licht der Welt zu sein und die Stadt auf einem Hügel, zu der Menschen strömen wollten. Kurze Zeit später wurde der Tempel, wo in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch dieses Erdbeben damals, denn vollkommen zerstört. Die Powerbase, das religiöse Zentrum von den Juden fiel wirklich auseinander. Man hat die Risse von dem Erdbeben der damaligen Zeit wahrscheinlich gar nicht mehr repariert, sondern nur notdürftig irgendwie versorgt. Eben kurze Zeit später war die Powerbase vollkommen zerstört. Und dieses Erdbeben in Jerusalem hat wie einen direkten Zusammenhang mit dem Erdbeben im Alten Testament, wo auch ein vollkommenes neues Zeitalter eingeläutet hat.
könnt das nachlesen, 2. Mose 19. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sie am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Kurze Zeit nach dem Ereignis im Alten Testament, wo der Berg bebte, erhielt Mose dann die sagenumwobenen 10 Gebote. Ein neuer Bund, wo Gott sagt, look, haltet euch an die Gebote und ihr werdet leben. Ich mache Bund mit euch. Ich möchte wirklich das durchziehen mit euch. Und jetzt unter dem Kreuz bebt wieder die Erde und Gott macht einen neuen Bund, einen vollkommen neuen Bund. Und sagt, look, das mit den Geboten, die Menschen haben es nicht hingekriegt. Das ist wie ein Fluch auf uns Menschen, dass wir es doch nicht das Gute wollen und irgendwie es doch nie funktioniert. Und dann bebt die Erde just beim Tod von Jesu. Und Paulus schreibt damals den Christen in Galatien Folgendes dazu. Er sagt, von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Was das Gesetz eben nicht konnte, fängt Gott mit dem neuen Bund an. Leute, und jedes Mal, wenn ein Erdbeben kommt, wird das Normale erschüttert. Dann ist es nicht mehr so wie vorher. Ein Erdbeben, diejenigen, die das schon mal erlebt haben, wir haben mal eins, also hier in der Region bin ich mal wach geworden und wie wir als Familie in Amerika waren, haben wir das ebenfalls erlebt in Los Angeles, wo man wirklich wach wurde davon und du merkst, das schüttert jetzt wirklich da. Ein eigenartiges Gefühl und man geht unwillkürlich irgendwo in Deckung, versucht Schutz zu suchen, wenn die Erde unter den Füßen schwankt. Und vielleicht war genau das Erdbeben, was damals in dem Kreuz stattfand, Gottes Art, irgendwo in einer eigensinnigen Welt zu sagen, Leute, hört zu, ich mache einen neuen Bund mit euch. Das funktioniert nicht, ihr werdet immer wieder an diesem Gesetz scheitern. Das Alte mit all den Normen und Regeln und Moral und allem Möglichen führt letztlich nicht in die Gemeinschaft mit mir. In dem Sinne war das Erdbeben sicherlich ein Wachrüttler für die Leute der damaligen Zeit, aber ich denke auch für uns. Was bedeutet das für uns jetzt? Ein Erdbeben 2000 Jahre her. Denken Sie einfach, was heißt das jetzt? Wo liegt der Link für uns da drin? Der Paulus sagt, look, hier gibt ein neues Fundament. Und er sagt den Christen in Ephesus, du das mal so erklären. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht durch euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eure Tun, denn damit sich niemand rühmen kann. Er sagt, look, all das Alte, und Gesetz letztlich immer wieder versucht, halte dich an die Regeln, mach das anständig, sei fromm, tu nicht töten, sei lieb und hilf deinem Nächsten und so weiter und so fort. Look, die Menschen sind immer wieder daran gescheitert. Und Paulus sagt, look, es fängt was Neues an. Und das Neue ist das absolute Fundament, wo du darauf aufbauen kannst. Und das neue Fundament ist einfach ein Beziehungsgeschenk von Gott und sagt, hey, ich habe alles erledigt. Und jetzt liegt es nur noch an dir, möchtest du dich auf dieses Fundament stellen. Das ist die neue Challenge. Möchtest du dieses Fundament von der Beziehung, von der Liebe Gottes in deinem Leben? Nicht Gerechtigkeit, nicht Selbstgerechtigkeit, keine Moral. Es ist ein Beziehungsgeschenk. Das ist das wirklich Neue. Und durch das ganze Neue Testament versuchte Paulus das immer wieder und andere Schreiber auch deutlich zu machen. Das ist das Fundament, wo du den Lebenshaus, den Glauben, dein ganzes Wesen letztlich darauf stellen solltest. Und das verhebt. Und die Kirche in Korinth tut das so mal ausdrücken. 1. Korinther 3. Gemäß der Gnade, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das gelegt ist, Jesus Christus. Ob nun einer mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu, Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird denn mal offenbar werden. Er macht unmittelbar deutlich und lässt keinen Deut dran. Ich habe ein Fundament gelegt und das Fundament ist die Gnade Gottes. Auf dem bauen wir alle auf. Nicht, was du gemacht hast, nicht, was du leistest, nichts. Fundament ist die Liebe Gottes zu dir als Mensch. Die Vergebung Gottes zu dir als Mensch. Warum? Weil Jesus wirklich diesen Weg frei gemacht hat. Und jetzt, gute Mann, gute Frau, jetzt bau darauf auf. Und jetzt sieh zu, wie du darauf aufbaust. Weil das Fundament ist wirklich gut gelegt. Ein jeder soll überlegen, wie er darauf aufbaut.
Look, Erdbeben werden kommen. Wie schon gesagt, wir warten in der Region Basel darauf, dass es irgendwann mal wieder hier rumpelt oder stärker rumpelt als bisher, wie 3, 4. Solche physischen, geologischen Ereignisse werden sich ereignen. Aber nicht nur physisch-geologische Ereignisse ereignen sich, sondern wir erleben das ja in unserem Leben, auf unserem Lebensweg immer wieder, dass auch andere Ereignisse unser Leben wirklich erschüttern, unsere Fundamente erschüttern, unser Lebenshaus erschüttern. Und jeder von euch hier, wie ihr hier sitzt, wird das irgendwo schon mitbekommen haben, dass auf einmal das Lebenshaus wackelt, weil es gerumpelt hat. Sei es durch Krankheit, sei es durch Unfälle, sei es durch ungewollte Schwangerschaften, sei es durch Finanzkrisen und Fragen, sei es durch Corona, sei es durch Kündigung, sei es durch Krieg. Und in den letzten paar Jahren haben wir gemerkt, wie auf einmal unser Lebenshaus, so wie wir uns eingerichtet haben, auf einmal in Wanken kommt, wo man denkt, hätte ich nie im Leben für möglich gehalten, dass so Sachen mein Lebenshaus ins Wanken bringen. Und ich auf einmal nicht mehr weiß, ja, wie Gott das jetzt? Was hebt denn wirklich, wenn die Erde bebt in deinem Leben? Und ich finde, unmissverständlich stellt Paulus uns letztlich nämlich auch eine Frage damit und sagt, look, wie ist dein Lebenshaus gebaut? Wenn ich jetzt einer fragen würde, kommt zu dir hin und sagt, look, wie ist dein Lebenshaus gebaut? Ist das stoßsicher gebaut? Erdbebensicher gebaut? Und warum? Was würdest du darauf antworten? Denk mal kurz darüber nach. Diejenigen von uns, die schon mal ein Erdbeben in sich erlebt haben von ihrem Lebenshaus, werden wahrscheinlich schneller zu einer Antwort kommen und merken, oh, das hat nicht so geklappt. Da sind Dinge zusammengebrochen in meinem Leben, wo ich dachte, die wären stabil. Aber in der Krise, auf einmal hat sich das als gar nicht stabil erwiesen, sondern andere Punkte haben sich auf einmal als stabil erwiesen. Im Nachgang zum Erdbeben von der Türkei und Syrien oder auch an anderen Orten haben sich eine Unmenge an Geologen, Statiker, Bauingenieure gemeldet und das kommentiert. Unter anderem auch der Stephen Miller. Er ist Erdbebenforscher an der Universität in Neuenburg und er hat ein Interview gegeben, unsere Sachen darüber geschrieben und so weiter. Und er hat einen ganz interessanten Satz gesagt, wo mir wirklich reingefahren ist und wo ich mir notiert habe. Er hat gesagt, look, nicht Erdbeben töten Menschen, sondern Gebäude töten Menschen. Und hat das denn ausgeführt. Die Erde schüttelt. Ja, das kannst du nicht verhindern. Du kannst nicht verhindern, dass es irgendwo mal einschlägt in deinem Leben, dass es wirklich kracht und macht und tut. Das gehört zu unserer Zerbrochenheit von Menschheit. Das gehört zu dem, dass die ganze Erde letztlich auf Erlösung sich sehnt. Wir alle. Aber was wir wirklich verhindern können, ist, dass wir Gebäude haben, die einstürzen. Lebensgebäude haben, die einstürzen, wenn es denn wirklich mal bebt. In dem Interview hat er dann unter anderem auf den Tsunami damals in Japan referenziert und gesagt, der Bau in dieser Erdbebenzone von diesem Atomkraftwerk in der Erdbebenzone hat er dann beschrieben und er hat Folgendes dazu gesagt. Er sagte, er findet, das ist ein klassisches Beispiel menschlicher Arroganz. Nur weil es dort schon so lange kein Tsunami und Erdbeben mehr gegeben hat in der Region und früher mangels Bevölkerung auch keine großen Schäden entstanden sind, ist das Risiko in Vergessenheit geraten. Menschliche Arroganz. Und das Risiko ist in Vergessenheit geraten. Das hat mich wirklich gepackt, als ich diesen Kommentar und diese Artikel und das Interview mit ihm gelesen habe. Nicht Erdbeben zerstören dein Leben. Aber das Haus, wo schlecht gebaut ist, das kann auf dich drauf fallen. Und menschliche Arroganz, die sagt, ja, mir passiert das wahrscheinlich schon, nicht so lange gut gegangen, warum sollte mir schon was zustößen? Es geht in Vergessenheit, dass unser Leben zerbrechlich ist. Es geht in Vergessenheit, dass wir ein Fundament brauchen, wo Stöße aushält und wir weise darauf aufbauen. Wie baut man weise und Erdbeben sicher? Im privaten oder auch im kirchlichen Kontext.
In Japan und Chile, die Orte, wo am meisten kracht auf der ganzen Erde, das ist die Forschung ziemlich weit vorangekommen und sie machen regelmäßig Übungen und alles Mögliche mit der Bevölkerung, aber sie haben auch sehr viele Tests, machen sie mit erdbebensicherem Bauen. Und wie das aussieht, seht ihr in einem kurzen Video, wie sie so Tests machen mit wirklich originalgetreuen hohen Häusern, die sie in Schwingung setzen mit verschiedenen Baumaterialien. Und eins schauen wir uns kurz an. All die Versuche, die sie machen, sind lebensgroße Häuser, wirklich mehrere Stockwerke hoch mit verschiedenen Baumaterialien. Und im Kern sagen sie immer, es braucht Baumaterialien, die Stöße absorbieren können. Eine starre Bauweise führt dazu, dass Dinge wirklich einstürzen. Aber Baumaterialien, die mitschwingen können, fangen Stöße auf und sie haben so Platten gebaut und hinterher darauf aufgebaut, mit Holz zum Beispiel, das ist ein sehr gutes Material, oder Stahlbauten, die sich verdrehen können, die Kraft, die Energie aufnehmen, die passiert, sagen sie, das sind Bauweisen, die man selbst mit riesengroßen Hochhäusern bauen kann und die trotzdem dann funktionieren, die bleiben stehen, die schwanken und die verdrehen sich und alles Mögliche, aber im Kern bleiben sie letztlich stehen, weil sie haben wirklich eine Art und Weise gebaut, die wirklich hebt. Oder Systeme, die symmetrische Grundrisse, zum Beispiel insbesondere runde Grundrisse sind gut, wenn man irgend so was erdbebensicher bauen will. In all den Forschungen sagen sie, man könnte das machen, macht man in vielen Fällen aber nicht. Was ist der Grund? Teuer, aufwendig, braucht Zeit, geht vielleicht nicht mehr alles. Das ist der Grund. Man könnte schon. Wir könnten unser Leben schon stoßsicher mehr und mehr gestalten, aber es ist aufwendiger vielleicht, ist auch vielleicht anders und ist vielleicht sogar teurer für unseren Lebensstil und so weiter. Wie können wir unsere Lebenshäuser weise aufbauen? In der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe jetzt zurückgeschaut und mich an manchen Weggefährten so erinnert, mit manchen Weggefährten auch gesprochen, wo ich schon lange kenne, unterwegs bin. Was sind so Dinge, die unser Leben wirklich auch vor den Stößen des Lebens wirklich festgehalten haben, dass unser Lebenshaus nicht komplett zusammengebrochen ist? Dass wir nicht durchgekehrt sind, dass wir mit Gott nichts mehr zu tun haben, mit dem Nächsten nichts mehr zu tun haben wollen und alle unsere Vorstellungen vom guten Leben letztlich zusammengebrochen sind. Und ich habe so ein paar Hinweise, für gute Bauelemente, die Stöße vom Leben, abfedern können, die so Schwingungen zulassen oder nicht daran zu brechen. Und ich lade dich heute Morgen bewusst ein, vielleicht das ein oder andere Bauelement, vielleicht dir nur mal anzuhören und zu sagen, ja, was macht das mit deinem Lebenshaus? Oder selbst zu fragen, welche Bauelemente habe ich in meinem Leben verbaut, dass die Stöße vom Leben mich nicht zerbrechen, kaputt machen. Was könnte vielleicht helfen? Und ich lade dich da ein, vielleicht selbst sogar zu probieren. Warum? Weil wir haben ein gutes Fundament. Unser Fundament ist wirklich stark und feste. Und darauf kann man gut aufbauen. Und der Paulus fordert uns raus, Leute, baut drauf auf. Aber denkt dran, wie baut er drauf auf? Ein Bauelement, wo ich entdeckt habe, wo ich glaube, das macht noch Sinn, so zu bauen, ich habe es mal so genannt, in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben. Ich möchte euch mal bitten, eben aufzustehen. Steht mal alle auf. Wer gar nicht will, darf auch sitzen bleiben. Also jedem, wie es gut ist. Muss einfach aufpassen, dass nicht nachher einer über dich drüber läuft. Und stellt euch mal so ein bisschen breitbeinig auf, so einen sicheren Stand. Also nicht so Füße, so. Schulterbreit, klar. So. Ja, yes. Und jetzt fängst du mal an zu schwingen, nach links und rechts. Schau mal, wie weit du kommst. Dass beide Füße auf dem Boden sind. Ist gut für die Hüfte, Lockerung. Wie weit kannst du gehen, dass du nicht, wenn du einen guten Stand hast, wie weit geht's? Ja. Jetzt machen wir Folgendes.
Jetzt tut die erste Reihe, ihr schaut mich jetzt an, ihr müsst einfach mal nach da schauen, in die Richtung. Und die zweite Reihe schaut mal in die Richtung. Die nächste Reihe schaut mal wieder in die Richtung. Verstanden? Ja, und die nächste Reihe wieder in die Richtung. Versucht das mal durchzuziehen bis nach hinten. Schaut mal immer auf den Rücken vom Nebenmann. Die nächste Reihe schaut in eine andere Richtung. Wenn wir das hingekriegt haben, bis hinten, ja, dreht euch rum. Verwirrung ist jetzt schon klar, ich sehe es ja. Aber wir kriegen das hin. Schaut einfach mal in unterschiedliche Richtungen. Seht ihr das? Jede Reihe steht in eine andere Richtung. Und jetzt macht mal einen Schritt nach vorne, die an der Wand stehen, passt auf. Die Wand ist nicht durchlässig. Macht mal einen Schritt nach vorne, so, und vielleicht noch einen Schritt nach vorne. Und jetzt dreht euch alle wieder rum und schaut in eine andere Richtung. Und dann schaut ihr nach links und rechts, wen ihr da begegnet. Geht weiter nach vorne, nochmal einen Schritt nach vorne. Wieder in Bewegung kommen. Kommt mal ein bisschen in Bewegung. Ja, noch weiter. Hey. Und dann trifft man auf einmal auf Leute. Hallo, schön dich zu sehen. Und jetzt geht es wieder in eine andere Richtung. Und kannst auch Hallo sagen dem Nächsten. Kannst gut machen. Schön dich zu sehen. Aha, toll, du bist auch da. Gut. Ihr dürft auch wieder Platz nehmen und könnt nachher weiterreden. Ja. Wisst ihr, ist eine ganz simple Sache. Aber in Bewegung bleiben. Wie ihr gerade gemerkt habt, dann merkt ihr, tut euren den Blickwinkel, euren Standort dann und wann verändern. Nicht wahnsinnig. Ihr seid nur 2 Meter vielleicht gelaufen. Aber auf den 2 Metern habt ihr aber neue Leute gesehen. Und habt vielleicht lächelnd den anderen angeschaut. Schön, kenne ich gar nicht. Ja, Und dann gehst du in die Richtung, schaust vor den Vorhang und denkst einfach, da hinten ist eine schöne dunkle Wand. Ja. Der ist auf einmal andere Blickwinkel. Ich glaube, es ist so entscheidend im Leben, dass wir beweglich bleiben. Nicht nur statisch an unserem Ort stehen bleiben, sondern bewusst auch mal einen anderen Blickwinkel einnehmen von unserem Nächsten. Eine gewisse Flexibilität, auch was Neues mal zu üben und zu machen, eine andere Denken, Lebens- oder Sichtweise. Ich glaube, das führt zum stabilen Lebenshaus, dass wir von unterschiedlichen Dingen her sehen können. Ich habe in meinem Leben von den Menschen am meisten, glaube ich, so gelernt, die es komplett anders gesehen haben wie ich. Ich fand die Begegnung nicht nur einfach. Eine meiner ersten Begegnungen war mit einem Mann, einem belgischen Gemeindebauer, Richard Haverkamp hieß der. Und da war während meiner Ausbildung, habe ich den kennengelernt. Ich komme aus der reformiert-evangelischen Kirche. Und der hat über Taufe, Bedeutung von Taufe, Gemeindebau, hätte er ein Referat gehalten. Und hätte sehr deutlich die Bedeutung, die Wichtigkeit, auch diesen Schritt zu machen, in der Öffentlichkeit sich taufen zu lassen, wenn man das noch nie gemacht hat, immer wieder deutlich gemacht. Und ich stand da als reformiert-evangelischer jüngerer Mensch, der wusste, wie die Welt funktioniert und Ahnung hat natürlich und sicherlich schlauer ist. Und er hat gesagt, ja, ich bin ja schon getauft. Da als Kind war ich nicht dabei, aber ist sicherlich so gewesen. Irgendwie habe ich eine Urkunde von. Und so. Und er hat mich enorm gechallenged im Leben, theologisch mit ihm darüber zu diskutieren und sagen, hey, look, welche Schritte in deinem Leben sind wichtig? Und ich habe mich als Grund von dem, aus der Auseinandersetzung über mehrere Wochen mit dem Menschen, habe ich mich später mal als Erwachsener taufen lassen und gesagt, nein, ich möchte das nun mal öffentlich bekennen. Ich möchte das wie ein Bekenntnis in der Deutlichkeit machen. Ein anderes Erlebnis ist in den 80er, 90er Jahren, als ich hier nach Basel gekommen bin. Ein guter Freund von mir, der war über Sommer und ein Dreivierteljahr in London. Und der war in London bei der Ixtus Christian Fellowship. Kennt das einer von euch noch? Ja, das ist meine Frau. Ja, wir haben es kennengelernt. Ixtus Christian Fellowship. Graham Kendrick. Kennt den einer noch? Das kennt keine Sau, ehrlich. Ja, doch, da. Graham Kendrick und Ixtus Christian Fellowship war eine sehr charismatische Bewegung in London, die an verschiedenen Orten Kirchen gegründet haben. Mit Roger Foster, ein Bright Mind in Theologie, wirklich Graham Kendrick, ein begnadeter Worshipper. Und die haben die Jesus March, sind die so in Leben gerufen durch London. Wir sind so inspiriert worden, wir haben sogar in Basel Jesus March gemacht, mit der Gitarre vorneweg, Greifengasse, Streitgasse, Marktplatz und so weiter haben wir gemacht. Die Kirche hat mich gechallenged mit dem Denken über Geistesgaben. Ich komme aus einem reformiert-evangelischen Hintergrund, ist Geistesgaben hier. Der eine so, der andere so. Punkt. Da hättest du noch spezielle Gaben, wo ich nichts mit anfangen kann, wie den Sprachen beten, keine Ahnung und sowas.
Und die haben mir wie eine neue Welt aufgetan. Sagen, nein, look, es gibt so eine übernatürliche Welt, sehr wohl, wo Gott uns auf eine übernatürliche Weise begabt hat. Und wir übernatürlich uns sogar dienen können. Heilungen zum Beispiel. Die Vineyard-Bewegung mit John Wimber in den 80er, 90er Jahren hat das ganz stark mal gebracht. Hey Leute, wir glauben, das sind übernatürliche Heilungen. Wir haben jetzt eben hier gebetet. Wir haben gebetet für Anliegen, die hier immer wieder reinkommen. Und jede Woche kommen Anliegen über körperliche Schwierigkeiten. Und wir beten immer wieder dafür. Und da und dort sehen wir sogar mal eine Heilung und da und dort sehen wir es nicht. Aber das hat mich sehr gechallenged damals zu sagen, ja, ich glaube zwar theoretisch daran, aber bin ja auch parat, mal für einen Menschen zu beten für Heilung. Und dann habe ich das irgendwann mal gemacht. Und ich habe gesagt, ich möchte mal so lange für beten, damit ich wirklich mal sehe. Und ich habe sicherlich über 100 Leute gebetet für Heilung und habe nichts gesehen. Und dann habe ich zum ersten Mal so ein bisschen was erleben dürfen. Aber das hat mich gechallenged, mit dem Denken beweglich zu bleiben. Ich glaube, dann und wann muss man das ausprobieren und eintauchen in eine Welt, die ganz anders ist. Die wirklich einen Challenge, zu sagen, ich möchte in Bewegung bleiben, auch eine andere Richtung zu sehen. So mich manche reformierte Theologen wie der Edi Pestalozzi hier in Basel oder Theophil Schubert, ein langjähriger Seelsorger von mir, wo mich gechallenged hat, wirklich auch weiter zu glauben und weiter zu denken und Dinge zu integrieren und nicht nur so bei dem stehen zu bleiben, was du gerade gemacht hast. In Bewegung bleiben. Leute, ich glaube, das ist nicht einfach etwas, ja, wenn ich ja mal Zeit habe, sondern ich glaube wirklich, das fordert uns raus, als Einzelne wie als Kirche. Und wenn wir uns nicht permanent auch wieder neuen Erfahrungen aussetzen, bin ich sehr davon überzeugt, wir laufen irgendwann am geistlichen Rollator. Du laufst einfach so am Gehhilfe und dann laufst du, wie du laufst. Deswegen, wenn du beweglich sein möchtest, fang heute damit an. Was Zweites, Leidenschaft. Leidenschaft, glaube ich, ist wirklich auch was, was zu dem Bau hört, der Stöße aushalten kann. Und Leidenschaft, damit meine ich nicht hyperventilieren oder so einen fanatischen Tunnelblick, sondern mit Beten, mit Denken und mittragen. Was mich am ICF bis heute begeistert, Leute, ist, dass in unserer Kirche wir immer noch der Überzeugung sind und so viele Menschen der Überzeugung sind, dass Gott mit seiner Kirche noch lange nicht aufgegeben hat, sondern immer noch mit ihr leidenschaftlich unterwegs ist. Heute Morgen, während ihr hier sitzt, ist eine ganze Truppe von unserem ICF Luzern, über 10, 12 Leute, machen doch Worship, unterstützen ICF Luzern. Junge Leute sind heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, dahin zu fahren. Hey, das ist geil, wirklich. Leute sind in Bewegung sein. Letzte Woche bei unserem ganzen Umbau im Loft hat uns eine Jugendgruppe, so eine Art Jüngerschaftsgruppe, hat uns ein paar Tage geholfen. Die kommen von Biel, von der Yahoo-Kirche dort. Und sind hier hingekommen, haben eine Woche uns geholfen, mit Dingen nach unten zu tragen. Einen Container voll machen, haben bei uns gepennt. Hey, einfach uns als Kirche gedient. Die sind nach uns gekommen und sagen, ICF, die brauchen Hilfe. So wie die aussehen, da helfen wir. Und wir gesagt, ja, hallo, natürlich. Das ist beweglich, das ist eigentlich Leidenschaft, wo sie sagen, hey, wir bauen gemeinsam Reich Gottes. Leidenschaft ist für mich an sich das Gegenteil von Gleichgültigkeit, wo jeder nur für sich selbst guckt und für sich selbst baut. Wenn Jesus so leidenschaftlich dafür plädiert in der Bergpredigt, macht das Reich Gottes zu deiner Prio One. Dann ist er nicht einfach so ferner liefen, sondern sagt, look, da hat Gleichgültigkeit und Selbstbezogenheit keinen Raum. Und was Letztes, Demut. Ich glaube, ein Bauelement, wo keiner von uns wirklich darauf verzichten sollte. Ich finde, Demut ist das Gegenteil von Überheblichkeit oder Stolz. Man weiß, wie es richtig ist, auf frommer Stolz, fromme Überheblichkeit. Ich muss zugeben, ich musste das lernen und immer noch, dass ich nicht alles weiß und auch nicht zu allen wirklich was sagen kann, weil ich keine Ahnung habe. Und das ist gut so, wenn man dann auch den Mund hält. Gesegnet ist der Mensch, der keine Ahnung hat und trotzdem den Mund hält. Das ist ein Segen, wirklich. Die Bescheidenheit zu haben, man weiß vielleicht nur bruchstückhaft, was wirklich stimmt und nicht immer stimmt. Und ich erkenne sogar bruchstückhaft in meinem Leben, aber ich darf dazu stehen. Und das ist richtig, dazu zu stehen. Und deswegen glaube ich, ist Bescheidenheit ein wichtiger Faktor beim erbsicheren Bauen.
eine demütige Bescheidenheit, den Mut, den Weg Jesu zu gehen, zu dienen, weil Demut heißt letztlich das, vom Wortstamm her, dienen, in sich was hineinbegeben und den Mut, eine Richtung zu machen, wirklich was aufzubauen. Den Mut, den Weg Jesu zu gehen, mit der Perspektive, das letzte Wort bei all diesen Fragen wird Jesus haben. Er wird das letzte Wort haben. Die Liebe wird das letzte Wort haben. Und bis dahin möchte ich demütig sein und sagen, ich überlasse Jesus auch das letzte Wort. Auch im Hier und Jetzt schon. Und den Nächsten in Respekt und Ehrfurcht behandeln. Ich komme zum Schluss. Look, wie ist dein Lebenshaus aufgebaut? Ist es so stoßsicher? Hast du Elemente in deinem Lebenshaus verbaut, wo Schwankungen zulassen? Hast du Elemente aufgebaut, wo Flexibilität zulassen, wo Demut wirklich eine Rolle spielt und Leidenschaft nicht einfach ein bisschen hyperventilieren ist? Wenn das nicht, also ich lade dich dazu ein, darüber nachzudenken und sagen, Lux, wie könnte dein Lebenshaus noch wirklich stoßsicherer gebaut werden? Ein Bekannter von mir, der schon über die 70, der hat Folgendes mal dazu geschrieben. Er hat gesagt, er möchte das jetzt schon einüben. Er möchte jetzt schon einüben, bevor Stöße kommen. Und er hat dann geschrieben, look, ich möchte eine kühne Demut und eine engagierte und leidenschaftliche Gelassenheit üben. Ich möchte eine verwurzelte Beweglichkeit mir antrainieren. Und ich möchte eine tiefgründige Fröhlichkeit jetzt üben, wenn es denn schwierig wird. Und eine humorvolle Ernsthaftigkeit an den Tag legen, wenn denn gestritten wird oder sonst was ist. Weil einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, Jesus Christus. Und auf der Grundlage können wir wirklich eine humorvolle Ernsthaftigkeit praktizieren und eine kühne Demut an den Tag legen und eine leidenschaftliche Gelassenheit, weil Jesus wird das letzte Wort haben. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen, wir machen jetzt keinen Rundgang mehr. Wir singen miteinander ein Lied und das ist ein Bekenntnislied. I believe in God the Father. I believe in Jesus Christus. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist ein Bekenntnislied, angelehnt an das apostolische Glaubensbekenntnis. Und mit dem Lied, den wir es wie unsere Grundlage, die am Kreuz gelegt worden ist, wie zusingen, mir selbst sagen, ich stehe auf diesem Grund. Und auf dem Grund soll mein Lebenshaus aufgebaut sein. Und wie es baust, ist deine Sache. Ich empfehle dir, bau Erdbeben sicher. Bau Elemente ein, die Schwankungen zulassen. Und das ist möglich, weil wir einen Grund haben, den niemand anders legen kann und gelegt worden ist, Jesus Christus. Gestorben, auferstanden. Wir feiern das an Ostern. Allen Stößen zum Trotz. Der Tod ist überwunden, auf dem stehen wir. Und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist möchten dir nah sein und möchten mit dir unterwegs sein. Vater im Himmel, danke, dass du hier bist und danke, dass das ein Grund ist, wo wir gut darauf aufbauen können. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns auch hilfst, gut aufzubauen. Dass wir wirklich Elemente in unserem Leben einbauen, die solche Stöße aushalten.